SRF Audio. Ist das wirklich echt oder mit KI generiert? Das habe ich mich gefragt, als ich die apokalyptischen Bilder aus Nepal gesehen habe. Im Grenzgebiet zwischen Nepal und Tibet hat eine riesige Flutwelle ein ganzes Tal weggespült. Über 350 Tote wurden bereits geborgen, hunderte Menschen werden weiterhin vermisst. Die Flutwelle war so heftig, dass selbst Fachleute überrascht sind. Das ist weltweit eines der allergrößten Felseiselwindereignisse in den letzten mehreren hundert Jahren. Was hat zu dieser Katastrophe im Himalaya geführt? Wäre so etwas auch in der Schweiz möglich? Und was braucht es, damit künftig besser vor solchen Ereignissen gewarnt werden kann? Wir müssen dorthin kommen, weil sonst haben wir in den nächsten Jahren, Jahrzehnten noch sehr, sehr viele Tote. Das ist News Plus und ich bin Dominik Rolli. Es sieht wirklich fast ein bisschen aus wie in einem Weltuntergangsfilm, die Überwachungsvideos aus Nepal, die die gewaltige Flutwelle zeigen. Menschen, die sich panisch in Sicherheit bringen wollen, werden weggespült und verschluckt von den Wasser- und Geröllmassen. Ganze Lastwagen werden von den Fluten mitgerissen und zerquetscht. Das seien verstörende Bilder, sagt einer, der sich schon lange mit solchen Naturgefahren beschäftigt. Christian Huckel ist Professor für Umwelt und Klima an der Universität Zürich. Also ich muss sagen, als ich die Bilder gesehen habe gestern, ich war wirklich schockiert vom Ausmaß, und auch die Videos sind zum Teil wirklich schockierend. Und ich habe relativ schnell, weil ich viel Erfahrung habe in solchen Ereignissen, gesehen, das ist wirklich, wirklich, wirklich groß. Gemeinsam mit internationalen Kolleginnen und Kollegen analysiert Huckel seit der ersten Stunde, was da genau passiert ist in Nepal. Was wir heute wissen, also einen Tag nach der Katastrophe, ist, dass der Ursprung dieser Katastrophe liegt in einer großen Felseislavine im Grenzgebiet zwischen Nepal und China, aber in Nepal von extrem großen Ausmaßen. Die ist dann das Tal hinunter gestürzt und hat sehr viel Eis dann aufgeschmolzen und ist dann zu diesen enormen Sturzfluten gekommen und hat das Tal des Botekoshi auf über 100 Kilometer Länge verwüstet. Und kann man sagen, wie lange dieses Ereignis gedauert hat? Also da kam einfach eine Flutwelle, die alles mitgerissen hat und dann war es schon wieder vorbei. Oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, es ist normalerweise so, dass im oberen Teil des Tals, vielleicht haben Sie Bilder gesehen vom Grenzübergang China-Nepal, die sogenannte Friendship Bridge. Dort ist wirklich eine richtige Wand gekommen, hat alles weggefegt. Weiter unten flacht sich das dann ein bisschen ab und geht dann auch ein bisschen länger, aber nicht mehr mit so extremen hohen Abflussmengen. Aber trotzdem genügt das, um diese Dörfer zu verwüsten und leider eben auch sehr, sehr viele Menschenleben, die verloren wurden. Wie viele Menschen bei der Katastrophe ums Leben gekommen sind, das ist noch nicht klar. Reiseagenturen haben hunderte Touristen als vermisst gemeldet. Vor Ort sei die Lage unübersichtlich, sagt unsere Korrespondentin Maren Peters. Sie ist nach der Katastrophe von Mumbai nach Nepal gereist und versucht nun ins abgelegene Katastrophengebiet zu gelangen. Ja, die Hilfe läuft erst ganz langsam an. Schweizer Hilfsorganisationen wie Helvetas oder das Rote Kreuz, die bereiten sich jetzt hier in Kathmandu darauf vor, morgen früh in das Katastrophengebiet zu fahren. Erst morgen, weil es ein paar Stunden dauert, ins nächstgelegene betroffene Gebiet zu fahren. Auch das ist schon 3 Stunden entfernt. Viele Gegenden, die sind aber gar nicht zugänglich, die sind in der Grenzregion. Da ist im Moment sehr viel zerstört oder die Straßen sind unter Schlamm begraben und einfach nicht mehr existent. Man kommt dort in einige Gegenden derzeit nur mit dem Helikopter hin. Also es ist ausgesprochen schwer, diese Rettungsaktion einzuleiten. Die größte Gefahr sei nun sehr wahrscheinlich vorbei, sagt der Umwelt- und Klimaforscher Christian Huckel. Es könne zwar sein, dass es im betroffenen Gebiet noch kleinere Abbrüche gebe, aber vermutlich nicht in diesem Ausmaß wie gestern. Ob die Katastrophe auf den Klimawandel zurückzuführen ist, da gibt sich der Forscher noch zurückhaltend.
Tauender Permafrost habe möglicherweise eine Rolle gespielt, aber sicher könne man das noch nicht sagen, weil im betroffenen Gebiet ohnehin ein komplexes Bruchsystem verlaufe. Klar ist aber, die Fels- und Eislawine war so heftig, dass sie sogar in den Aufzeichnungen der Erdbebenwarten zu sehen war. Das wurde zum Teil in den Medien falsch dargestellt. Diese Felseislawine wurde nicht durch ein Erdbeben ausgelöst, sondern sie selber hatten ein seismisches Signal von 5,2 Magnitude ausgelöst. Also das ist ein ziemliches Erdbeben. Das zeigt auch die extreme Größe dieses Ereignisses. Ich denke, das ist weltweit eines der allergrößten Felseislawinen-Ereignisse in den letzten mehreren 100 Jahren. Ja, wenn man die Bilder sieht von den Menschen, die da einfach weggespült wurden, fragt man sich ja schon, warum gab es da keine Warnung? Ich muss ehrlicherweise sagen, es ist wirklich komplex. Also es ist nicht einfach vorherzusehen. Dieser Fall ist wirklich komplex. Unter dem Gletscher ist der Fels abgebrochen. Man hat schon, wenn man jetzt genau die Satellitenbilder anschaut, dann sieht man einzelne Frakturen auch im Gletscher. Aber Sie müssen sich vorstellen, das ist so ein riesiges Gebiet. Es ist sehr, sehr herausfordernd. Also es hat vielleicht gewisse Anzeichen gegeben, aber sehr, sehr schwierig zu interpretieren. Im riesigen Himalaya-Gebirge ist man für die Früherkennung auf Satellitenbilder angewiesen. Das sei fast die einzige Möglichkeit, wie man die Berge dort überwachen kann. Im Vergleich zum Beispiel zur Schweiz, wo die Berge zusätzlich mit Sensoren ausgestattet werden, sagt Christian Huckel von der Uni Zürich. Den gewaltigen Eis- und Felssturz vorauszusagen, das war also schwierig bis unmöglich. Und doch hätte es rein theoretisch die Möglichkeit gegeben, die Menschen weiter unten im Tal zu warnen. Also man muss das ein bisschen differenzieren. Ich finde, dieser Fall für die Felseislawine ist sehr schwierig vorauszusehen. Aber das geht ja 100 Kilometer runter und die großen Opfer und Verwüstungen sind so ab 20 Kilometer bis 100 Kilometer und weiter unten. Und da kann man schon etwas machen, indem man einfach möglichst weit oben im Fluss Sensoren installiert, die dann entsprechend Alarme auslösen können weiter unten. Das ist technisch effektiv machbar, leider nicht vor Ort gewesen, wie in sehr vielen Teilen natürlich von Nepal und des Himalaya. Also theoretisch, technisch machbar, aber herausfordernd und würde ein sehr, sehr gutes Zusammenspiel zwischen Wissenschaft, Technik, Behörden und Bevölkerung voraussehen. Da muss alles wie am Schnürchen laufen, damit eine Warnung die Menschen auch rechtzeitig erreicht. Denn viel Zeit bleibt logischerweise bei einem solchen Ereignis nicht. Die Wasser- und Geröllmassen, die verlangsamen sich zwar, je weiter sie sich durch das Tal fressen, zu Beginn erreichen sie aber Geschwindigkeiten wie in diesem Fall um die 200 Kilometer pro Stunde. Gefragt wäre also ein besseres Risikomanagement und dafür setzt sich auch Christian Huckel ein. Im Auftrag der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA arbeitet er zusammen mit Forschungskolleginnen aus Zürich und Genf an den Warnsystemen in Nepal. Nepal mache zwar seit Jahren Fortschritte, aber es gebe noch viel zu tun, um Menschen künftig effektiv vor solchen Gefahren zu schützen. Wie sieht es eigentlich in der Schweiz aus? Wäre eine solche Katastrophe wie in Nepal auch in der Schweiz denkbar? Der Umwelt- und Klimaforscher sagt, ja, theoretisch schon. Allerdings seien die Ausmaße im Himalaya viel größer. Das jetzige Ereignis sei etwa 10-mal so groß wie der Bergsturz von Blatten letztes Jahr. Blatten ist auch sehr groß. Das heißt, wir müssen mit großen Ereignissen rechnen. Jetzt, wenn wir das umlenken, was passiert jetzt ist in Nepal, dann wäre zum Beispiel, wenn das Blatten wäre, dann wäre das 100 Kilometer weit, das ganze Rhonetal wäre verwüstet bis an den Genfersee. Da sehen wir jetzt im Moment nicht, dass wir mit solchen Ereignissen zumindest in naher Zukunft rechnen müssen. Es ist physikalisch nicht unmöglich, aber das würden wir in der Schweiz wahrscheinlich früh erkennen und entsprechend auch handeln können. Aber ich denke, wir müssen darauf vorbereitet sein, dass eben größere Ereignisse, vielleicht auch wesentlich größere Ereignisse, als wir es gewohnt sind, aus der Vergangenheit passieren in Zukunft. Und ganz wichtig, sie können auch eben an Orten entstehen, wo wir aus der Vergangenheit nie solche Ereignisse hatten, wie Blatten. Das ist wirklich ein Paradebeispiel. Blatten, das Dorf ist
600 oder 700 Jahre alt und so etwas hat es dort nie gegeben. Und unsere Naturgefahrenmanagement ist halt sehr darauf angelegt, auf Sachen, die wir bereits, Murgänge, Hochwasser, Stürze, die wir bereits in der Vergangenheit gehabt haben. Ich denke, das ist auch für die Schweiz die große Herausforderung, das auch für die Zukunft jetzt zu antizipieren. Und gleichzeitig sagen Sie eben, physikalisch wäre das nicht unmöglich, so etwas auch in der Schweiz. Gibt es denn auch in der Schweiz Prozesse, die man nicht wirklich erfassen kann? Eben diese Bewegungen unter einem Gletscher, die man nicht wirklich sieht? Ja, das kann es durchaus geben. Es gibt zum Beispiel 2024 im Engadin, Piz Scherchen, im Rosetsch-Gebiet auch eine sehr große Felseneislawine, fast so groß wie Blatten, zum Glück keinen Schaden angerichtet. Dieser Fall wurde nicht vorhergesehen, muss man sagen. Das heißt, man kann nicht von in der Schweiz ausgehen, dass das nie passieren würde. Aber wir haben natürlich die Möglichkeit technische Überwachung und wir haben eine viel kleinere Fläche auch in der Schweiz. Das ist nicht vergleichbar mit dem Himalaya. Das heißt, von den Prozessen her, dass es Felsstürze gibt mit darüberliegenden Gletscher, absolut hat es schon gegeben, wird es auch in Zukunft geben, vielleicht eben oder wahrscheinlich vermehrt. Und wir müssen schon sehr gut hinschauen, auch in der Schweiz, um solche Ereignisse früh zu erkennen, weil sie haben einfach sehr, sehr großes Schadenpotenzial. Und wir haben auch das in Blatten gesehen. Glücklicherweise konnte das genügend früh erkannt werden, um noch das Dorf zu evakuieren. Sonst hätten wir auch sehr, sehr viele Menschenleben verloren. Die Erfolgsfaktoren, um bei einem solchen Ereignis zu warnen und Menschenleben zu schützen, die seien in der Schweiz schon relativ hoch, meint Klimaforscher Christian Huckel. Zum Beispiel, dass es gute Fachleute gebe beim Bund, in den Kantonen und an den Unis. Und das Zusammenspiel zwischen allen Ebenen gut funktioniere. Entscheidend sei auch, dass die Menschen den Behörden vertrauten und sich wirklich in Sicherheit brächten, wenn sie dazu aufgefordert werden. Also ausgeschlossen ist es nicht, dass es auch in der Schweiz ein noch größeres Ereignis geben könnte als letztes Jahr in Blatten, aber punkto Frühwarnsystem sind wir vergleichsweise gut aufgestellt. Christian Huckel will jetzt zusammen mit seinem Team die Ereignisse aus Nepal genau analysieren und dann allenfalls die Pläne für die Frühwarnsysteme nochmals anpassen. Denn eben das Ausmaß hat auch ihn überrascht. Und ich glaube, in Zukunft müssen wir alles daran setzen, einfach, dass wir wenigstens diese Menschenleben retten können. Und ich bin durchaus hoffnungsvoll mit solchen Projekten wie der TETSA, dass wir hier einen wichtigen Beitrag leisten können. Das war's für heute von News Plus. Das Team Gabriel Gasser, Produzentin Lea Sager und ich, Dominik Raumli. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.